wir diskutieren schon jahrelang über die Prozedur, was die Zusammensetzung von der Nomination, was die Zusammensetzung vom Conseil d'État belangt. Wir wissen, dass das an der Vergangenheit aufgrund von einem Arrangement beruht zwischen den drei Parteien, wie das früher der Fall war, der CSV, der LSAP und der DP, die sich einig waren, wie das Verhältnis zwischen den drei Parteien sollte am Conseil d'État sein. Nun sind als Kollegen mit beikommen, indem sie auch ein Member an den Conseil d'État genügt hat, das Arrangement also nicht mehr als drei, mehr als 4 Parteien bestand. Das ist also eine parteipolitische Zusammensetzung vom Conseil d'État, wo 4 Parteien Leute aufwechseln oder am Verhältnis nominieren, wenn sie an den Conseil d'État kommen. Wir haben noch nicht géint, dass das eine parteipolitische Nomination gibt. Wenn wir so just, wann das so ist, da müssten wir wollen Rechnung gedrohen gehen. Und das ist in diesem Fall, als das nicht geschieht, weil heute wir wollen nicht Rechnung gedrohen gibt. Von dem wir wollen Rechnung gedrohen gehen, so wie die Chamberswahlen das ausweisen, da müsste der ADR mindestens wenn nicht 2 Membern am Conseil d'État und dann noch als Lénk Kollegen hätte Recht auf ein Member am Conseil d'État. An der Regierungserklärung von der neuen Regierung als auch eine Reform vom Conseil d'État angekündigt gehen. Und der Staatsminister hat auch letztes Jahr am Hirsch den einzelnen Parteien ein Questionnaire zukommen gelost, wo eine Reihe von frohe Gestalt zu gehen, wie die Reform die einzelnen Parteien gesehen. Und Parteien haben das auch bis zum 31. Dezember gemäht. Und auch an dem Questionnaire wird vorgestellt über die Zusammensetzung von dem Conseil d'État. CSV hat da an ihrer Antwort von einer Repräsentativität équilibrée geschwärzt. Der LSAP hat von certain Équilibre geschwärzt. An die Greng haben am Anfang gesagt, dass die Parteien oder Gruppen, die sous-repräsentiert an der Chambre am Conseil d'État wären, dass die müssten einen Posten oder dementsprechend Posten am Conseil d'État kriegen. Den Projet de loi, auf dem wir aber werden, haben wir hier nicht mehr gehört. Und der Verdacht liegt dafür auf der Hand, weil eben gerade eine ganze Reihe von Posten am Conseil d'État müssen ersat gehen. Die Strategie ist, dass man verteidigt dann laut dem allen System, laut dem allen Arrangement die Posten besetzen und dass dann eben durch Handeln drohen, dann eben eine Reform gibt, die vielleicht dann Satisfaktion gibt, mit der sind Posten für eine ganze Reihe von Jahren besetzt. Dann noch der Herr Staatsminister hat an seiner Regierungsdeklaration gesagt, dass die Regierung beabsichtigen, für eben eine Reform vom Conseil d'État in dieser Legislaturperiode machen. Und da besonders Nominierungsprozedur hat bei der Deklaration von der Regierungserklärung zu dem dritten Punkt gesagt. Wir stellen also heute fest, dass man die Regierung global 2 Jahre am Amt, dass das an der dritten Hinsicht nicht geschieht ist, und dass weiterhin die Posten so benannt, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Herr Präsident, ich will mich am Anfang dürfen heute die Werte vom Herrn Bausch und vom Herrn Büttel ausschließen. Und zwar, den Sie 2 am Oktober 2012 gesagt, wenn Sie nach an der Opposition waren, an der Regierung mit uns zusammen, wie auch Nominationen gemäht zu gehen, an wo am Anfang damals sowohl DP wie auch die Greng mit der Prozedur nicht aufverstanden sind. Und Sie 2, den Herr Büttel und den Herr Bausch, von damals das gemäht, was ich noch heute auch machen und so, wir verlangen, dass der Punkt vom Ordre du Jour raufgeholt wird, bis eben die neue Nominierungsprozedur in einem Gesetz festgeschrieben wird. Das dürfen dann als was ich am Anfang so kann ich mich zu 100% ausschließen, wenn ich die Herren Bausch und Büttel erlaubt mir, dass ich den nachdenke, ich habe schon gemäht, mit kann ich nicht tags genug machen, dass ich denke, ernimmt, was denn die 2000...
Herr Präsident Armani statt kurz op jeden Fall den Herr Bëttel huet eng fundamental Ännerung gefordert an den huet geschwat vun untransparent vun Undemokratie an dat DP net gif engem Wort deelhole fir Nominéierungen an dat den sie so giffen die nächste Käier de Saal verlose wann Donner sich neicht gif ändern an datselvi hue den Herr Bausch gesot den och gesot huet, dat wir undemokratisch an verlose wann net net vum Ordre du jour gif kommen. An dat Herr Präsident verlangen ich am Numm vun der ADR, dat de Punkt haut Rëmenke gefordert gëtt fir dat den vum Ordre du jour kënnen, sollt dat net de Fall sinn, werd mir beim Wort weichten.